Und da geht's auch schon wieder weiter, Freunde, hier zum nächsten Let's Show Part bei Splatoon 2. Heute mit dem Turmkommando. Wie ihr sehen könnt, ich bin schon A+ und ja, vielleicht erleben wir es heute, dass ich auf S aufsteige, wieder einmal, wo ich schon mal war, wieder runtergefallen bin, oder aber passiert das ganz Katastrophale. Was ist denn da vorne los? Also, Katastrophales. Ich habe schon ein paar Kratzer drin da in der Leiste, das heißt, noch einmal verlieren und ich falle wieder runter. Also zumindest auf unter den Strich, nicht direkt da A oder so, sondern der Rang bleibt, aber eben ich gehe wieder unter den Strich. Was ist denn hier los? Das ist Stufe erhöht, aber bekommen sie 9 Muschel Mounts. Okay. Man kriegt Supermuscheln also nicht nur mittlerweile durch das Splatfest, sondern auch durch Level-Up. Sehr gut, ihr seht, ich habe noch 92 Supermuscheln, also da ist momentan bei mir gar kein Problem und vor allem gar kein Bedarf danach. So, ich habe momentan mich für ein Endzap 89 entschieden, weil ich finde wegen der Roborbombe und so weiter für Turmkommando eigentlich am geilsten. Aber ob es auch fruchten wird, das werden wir gleich sehen. Und ab in die Lobby. Verbindung wird hergestellt zum Internet. Alter, wie krass ist das denn, das Internet? So, Kämpfe werden gesucht, wie üblich, hier könnte es anders sein, wo ist sie, wo ist eine Brille? Wo ist eine Brille? Das tun wir jetzt da ganz wichtig, wo habe ich die jetzt hingelegt, super. Brille, wo bist du? Eine Suchaktion starten. Gesucht ist eine Brille, sie muss aber auch passen. Moment, komm gleich wieder. So. Und da habe ich schon wieder gefunden. Sehr schön. Test, 1, 2, 3. Ja, geht gut. Turmkommando. Bring den Turm zum Ziel. Ja, da sieht man ihn gerade in der Mitte. Im Prinzip ähnlich wie Goldfisch-Dingsbums da. Nur mit dem Unterschied halt... Moment, Kamera richtig justieren. Mit dem Unterschied halt, der Turm fährt immer eine gewisse Strecke. Also, wo er hinfährt, ist eigentlich klar. Da ist vordefiniert, da kann er nicht woanders fahren. Aber hängt natürlich davon ab, ob irgendwie, ja. Ob irgendwie, ouch. Das natürlich auch. Ein bisschen aufgewärmt, so. Oh, wir gehen direkt ein bisschen unter. Frag mich gerade, warum? Liegt es an mir nur? Nee, kann nicht sein. So, dann hätte ich. Ah, die kommen ungefähr. Oh, ist mittlerweile hier? Das ist aber neu. Ja, früher immer links drüben. Die haben die Map geändert. Wie fies. Ja, der Turm war eigentlich, der musste dort links durchfahren. Hier rüber. So. Die Bombe. Ihr seht, Drohbomben sind hier sehr beliebt. Natürlich der Vorteil am Turmkommando ist, muss ich halt auf den Turm drauf sitzen. Wenn jetzt ich zum Beispiel drauf in meiner Farbe geht da ins gegnerische Feld rein. Und jetzt in unserem Fall, wenn die Grünen drauf sind, muss er genau hier landen, haben wir verloren. Hä? Ich wollte sagen, ich treffe nicht mehr. Warum ist natürlich ein bisschen fies. Einerseits, man hat hier natürlich die Säulen, wo man sich gut verstecken kann. Was aber nicht immer ganz gut funktioniert. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Was man hier natürlich auch gut verwenden kann, sind die Haftbomben. Sprich auf den Turm ran, haften. Aber da ist halt das Problem mit den Haftbomben. Was machst du, wenn sich der Gegner dahinter versteckt? Hinterm Turm, in der Mitte. Oder in der Säule wohl eher. Leute, wo seid ihr? Leute, wir sind schon da. Ja, wir haben gegen die keine Chance, es aussieht. Irgendwie, weiß nicht, vielleicht verlieren wir uns so auf den Zweikämpfen oder so, keine Ahnung. Jetzt sind wir doch eigentlich im Vorteil. Aber liegt es daran, dass die so aggressiv sind, wir jetzt wenig Zweikämpfe gewinnen. Oh, da war einer. Das war, ist ihm noch einer. Boah, voll erwischt. Dass ich nicht mehr ausweichen konnte.
Oh oh, oh oh. Ja, toll. Ah, das ist auch so scheiße in der gegnerischen... Aber das haben wir im Prinzip eine super Situation. Was macht jetzt der Typ? Wieso geht er nicht auf den Turm? Boah, ist er natürlich gekillt. Och, Menschenskind. Also, Leute, ein bisschen überlegen müsst ihr schon. Und vor allem ein bisschen auf die Anzeige gucken. Wenn ihr doch seht, dass da gar keiner mehr ist. Nur noch einer vom Gegner. Ich habe da oben ein bisschen Probleme beim Zielen hier auf dem Turm. Ah, jetzt geht's besser. Mann! Oh, Sprenkler erwischt, okay. Es läuft jedenfalls besser als am Anfang. Da waren wir... Oh, scheiße, was ist so los? Und der Fernblaser-Typ ist da. Und ein Team, das wird ja auch Geschichte. Super, was mache ich jetzt? Ich meine, Draufmaschine natürlich total fail. Super, wieso bin ich jetzt runtergeflogen? Das läuft nicht gut. Wir müssen jetzt grandios vorlegen. Und die kam bis 2 an uns heran. Ja, habe keine Wahl, muss nach vorne stürmen. Das Beste hoffen. Wir können ihm noch gewinnen, theoretisch. Zum Beispiel sind 3 bereits down, war. Da heißt ein noch da, der wird da vorne, ist er. Da hängt er. Nein, 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 nein! Oh, Alter. Mann, jetzt geht mal hoch! Der Turmkommander sich daran festhalten, ist manchmal echt assi. Es gibt Situationen, vor allem Maps, da hasse ich Turmkommando. Hier ist so eine, wo... Ja gut. Hilft alles nichts. Er muss zugeben, da der Typ da ist er Pablo, also dafür, dass er halt einen Pinsel hat, hat er selten was gerissen und down nach einer Niederlage schon. Tja, hat er keinen Rang S, sorry dafür. Weil auch wenn ich jetzt den ersten Kampf gewinnen würde, alle, ich brauche zu viel für diesen Part, also noch ja, zu viel Siege, damit ich wieder aufsteige, als das in diesem Part noch reichen würde. Sprich, war der vermutlich 5 oder 6 und das geht halt zeitlich nicht mehr. Also wenn jetzt alle im Blitztempo gewinnen, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Ja, generell bin ich, das heißt generell und bisher, Turmkommando A plus überlegt hatte, war ich bei Turmkommando jetzt echt schon auf S? Ja doch, war auch schon mal auf S, und Herrschaft schon mal S plus. Das ist ganz seltsam, heißt irgendwie S plus 0 oder so, irgendwie ganz crazy. Und dann ein paar Mal verloren und sage da runtergefallen und so, ja, manchmal ist es halt übel. Ja gut. Ich bin ein Wärmlader-Typi. Was denn der? Der hat irgendwie so einen glänzenden Doppelsprenkler. Seltsame Waffe, seltsam. Aber ist das so clever war, hier hoch zu gehen? Also meine Zweifel. Oh, war sicher der Blaster, oder? Sprenkler, hä? Hab ich gar nicht gesehen. Nee, so... Oh, nee. Blaster. Der ist natürlich kann, logischerweise. Oh, jetzt komm ich... Mann! Das ist auch so etwas, was ein bisschen assi ist. Also, was heißt assi? Ist natürlich auch geiles Teamwork, muss man auch zugeben, wenn der Gegner das kann. Zwar, wenn sie alle ihre Ultimate-Angriffe kombinieren. Alle auf einen Schlag aussetzen, natürlich jeder noch andere hat. So bist du als Gegner eigentlich chancenlos. Da kannst du eigentlich nur noch ausweichen. Also komm, da kann ich in dem Fall auch. Sogar aber getroffen, krass. So, tschüss, das war die Rache vorhin. Nein! Das ist ein Blaster. Wo ist der Blaster? Der Turbas oder so irgendwas. Ich habe ihn gesehen. Er ist irgendwo. Fuck. Bitte killt ihn. Dankeschön. Oh, ja.
Das ist beim Blaster, ich finde den hier im Turm noch zu overpowered, weil, wie schon mal erwähnt, du kannst dich hinter dem Turm, also hinter dem Stock in der Mitte, kannst dich gut verstecken. Das klappt problemlos. Das Problem an der Sache ist nur, dieses Verstecken klappt bei vieler Situationen, wie gesagt, perfekt. Zum Beispiel auch für, wenn es ihnen darum geht, dich vom Sniper zu verstecken, klappt es perfekt. Am Blaster keine Chance, weil die haben so einen Sprengradius, sie treffen sich sogar dahinter. Ich wollte gerade sagen, muss weg hier. Da war der Turbo Blaster, ja. Generell, ich hasse Blaster. Ich bin zwar dabei, selber zu üben, das ist ähnlich mit dem Kalligraph oder die Pinsel habe ich auch gehasst. Aber, tschüss. Ich muss anschlagen, was machen die Idioten? Oh, der Turbo Blaster. Gut, im Prinzip führen wir. Jetzt können wir natürlich rundrassen lassen, einfach gucken. Der Turbolaster, der kommt nicht so weit. Der kommt nicht bis hier hinten. Oh, habe gar nicht gesehen. Scheiße. Ja, mit dem Blasen meistens 2 Schüssen. Darum bist du. Haltet sie auf, Leute. Haltet sie auf! Meine Güte, ihr könnt aber auch gar nichts, wa? Ja, toll. Oh, wieso, nur wieso? Muss ich mal das Team wechseln oder was? Also die Waffe wechseln hier groß was bringt. Bei Turmkommando, ja, einerseits halt auf dem Turm oben drauf ballern, ist natürlich eine gute Variante. Also sprich mit der Spezialwaffe. Ich habe gerade überlegt, ob ich auf einen Eimer wechseln soll. Weil ich da natürlich die Rüstung hätte. Und die bringt es halt auch in der Hinsicht. Vor allem die Rüstung ist ja fürs Team, die ist nicht nur für dich alleine. Also sprich hier wieder auf den 3R-Schwapper oder aber... Ja, Trommelschwapper wäre zwar auch geil, gar kein Thema. Platscher AC für die Entfernung halt. Oder ich sag sogar, ich gehe auf mit dem Fernblaster. Der schießt zwar so selten, aber die Explosion, die Reichweite natürlich extrem an dem Teil. Ich kann es mal versuchen. Komm. Ist irgendwie Let's Show, ein bisschen auch Let's Test, wenn man so will. Also da kann man sowas ruhig mal ein bisschen experimentieren. Der Barry ist im Team. Also der Barry. Nico, der XX Gamer XX, Tony, Hypernova, Clem28 und der Sandro. Eigentlich der einzig normale hier vom Namen her, war. Alle anderen, inklusive mir, irgendwie so total crazy Names. Bringen tun wir uns zum Ziel, die gleiche Map. Also ein Fernblaster, oh, die haben auch 2 Blaster. Oh, Turbo plus Luna. Schon weiter überhaupt kommen mit dem Teil. So, mal eine coole Position hier. Mit dem Kleckser, ernsthaft? Der mich aber eine ziemlich Reichweite getroffen, ob es ein Kleckser ist. Mann! Alter, von überall her! Die Gelnis, das ist ja gar kein Blaster. Also zumindest nicht wirklich. Ist er gerade ernsthaft von ihm vorbei? Das ist unserem Gegner, meine ich. Ja, der Fernblaser natürlich so eine geringe Reichweite hat. Von wo schießt man am besten, wa? Mann, ich auf nichts treffen mit dem Teil. Ja, so treffen natürlich schon, aber... Alter, wow! Ist gut, ich hab's kapiert. Du schießt gerne Leute ab. Hast du noch ein paar erwischt?
Toll. Keine Tinte mehr, wollte gerade ausweichen und tschüss. Ganz Team wieder down. Och, Männer, kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Ich meine, bin ja nicht nur ich, der hier so schlecht ist und gerade das ganze Team drauf geht. Bin gespannt. Ja, das ist eben ein bisschen das Problem. Nee, ich bin kein Fernblaser-Typ, vor allem nicht bei so einem Team, die... Eigentlich gehen ja alle ein bisschen in die Offensive, da kann ich mich eigentlich hier schön zurücklehnen. Theoretisch. Ja, wie zocke ich mir am besten? Da hat doch sicher zweimal getroffen, trotzdem nicht tot. Was? Da ist ein Blaster. Hä? Was schießt da? Ich weiß, was ich hier tue, ist eigentlich idiotisch. Wie läuft's plötzlich? So, down ist er. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Wir lagen eigentlich die ganze Zeit hinten, aber irgendwie hat das Teamwork perfekt funktioniert. Das ist auch so, dass es, was bei Splatoon so geil ist, generell halt. Du denkst, ja, jetzt liege ich eigentlich hinten, oder? Teamwork und so ist scheiße und plötzlich... Wie hat der mich jetzt um die Ecke rum vor allem noch getroffen? Da muss man sich echt mal einer erklären, wie das funktionieren soll. Da kann es nicht wahr sein. Jetzt haben wir so gut aufgeholt. Oh. Ich glaube das einfach nicht, hey. Ich glaube das einfach nicht. Wie kann man am Anfang und am Ende so, sagen wir echt mal, miserabel sein und dann zwischendurch einfach mal so eine Höhenphase haben? Wie geht das? Also spontan haben wir echt nur einfach, dass der Gegner gar gepennt hat, aber wir haben ja echt relativ viel erwischt und so und immer versucht, uns aufzuhalten. Das ist echt bitter. Aber gut, Fernblaster, nee, das schießt mir einfach zu wenig. Da müssen wir mein ganzes Spiel ein bisschen umstellen und so und nee, sorry. Generell hier natürlich mit den Klecksrollern, mit den Rollern halt. Gut, der vielleicht jetzt eher weniger. Ja, generell ist es halt natürlich cool, wenn du dann halt da oben ein bisschen schnell um die ja, Turmspitzen, um den Mast herum, sag ich jetzt mal, mit dem Roller rumfahren kannst. Kannst du doch den Gegner auch schön nerven. Ich nehme einen Schwapper hier, wa? Doch, Klecksroller, ich muss ein paar Punkte gut machen, komm. Nimm mal die Waffe, mit der ich eigentlich am besten bin. Immer noch, trotz allem. Also am besten, Allrounder-mäßig, sag ich jetzt mal. War natürlich schon Missionen, wo ich sage, nee, da ist eine andere Waffe besser. Platsche halt, das ist natürlich auch eine größere Entfernung, kann auch besser ballern. Und dann natürlich auch den Laser, die Hochdruckdüse, Hochdrucklaser, nee. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Doch eigentlich ist ein Laser, mehr oder weniger. Das heißt mal die Hochdruckkanone, weiter da halt noch zur Verfügung. Und die ist bei Turmkommando, oh nein, hier hasse ich Turmkommando. Weil hier bringt man ganz Spiel durcheinander. Ja, super, ausgerechnet hier. Ich habe schon die ganze Part über alles verloren, soll ich hier Turmkommando machen? Ja, super.
Jo. Ah, da könnte sogar, wenn ich irgendwie ein bisschen anschleichen kann. So, aufgepasst, da oben ist irgendwie so. Ja, der Sniper wollte ich gerade sagen. Alter! Okay, dich hole ich mir. Oder auch nicht. Kleckskonzentrator. Was war denn da schon mal die Stärke und die Schwäche? Stärke haben wir gerade gesehen. Ah, warte mal. Da haben wir eine Idee. So. Jetzt haben wir die Reserve locken. Ah. Scheiß Heldenwaffen schon wieder. Ja, der Sniper nervt. So, tschüss. Wow, wer kommt da schon wieder? Der kommt da um die Ecke geschissen. Jetzt wollte ich gar mein Special einsetzen. Ah, da ist er mit diesen Schnellfeuerwaffen ein bisschen das Problem. Und mit Sprenkeln und so weiter, wo du halt schnell ausweichen kannst. Aber die bringen halt echt nur dann was, wenn du auch gut ein Ding bist. Gut im Zielen. Hä? Ah, die Heldenwaffe deswegen. Da ging jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell, wenn er noch getroffen hat. Man hat natürlich mit der Heldenwaffe auch noch einen Tintenschock. Ja, ist klar, Alter. Aber hey, konzentriert euch bloß auf uns, gar kein Problem, währenddessen zieht mein Team vorbei. Das ist ja Teamwork, okay? Ich lenke ihn ab, oder wir lenken ihn ab und sie ziehen von dannen. Hä? Wir haben die jetzt. Die waren alle platt? Ja, keine Chance, die kommen nie mehr rechtzeitig ran. Oh, offenbar doch. Mann! Ja, da ist mit dem Kleck soll oder so draufstehen. Moment, da ist sicher gleich noch einer. Hä? Hat der schon wieder? Alter, leck mich doch am Arsch. So. Tschüss. Mehr ist gleich auch noch. Tschüss. Don't fuck the Michael, ganz ehrlich. Dann fuck ich zurück. Tschüss. Wo ist er? Da. Der versteckt sich nicht mehr. Mann, jetzt wollte ich gerade... Scheiße. Genau in dem Moment wollte das Ding einsetzen. Wir sind immer schneller. Mann, waren wir schon so kurz davor. Das gibt's noch nicht. Ach, So. Da war meine Rache. Gut, du bist drauf. Sehr gut. Ich wollte sagen, wo ist der Penner, der irgendwie versteckt hat? Hey, wieso? Ich habe mich gar nicht getroffen, das geht gar nicht. Egal. Wir haben gewonnen. Ich war hinterm Turm, wie kann er mich da treffen? Ja gut, okay, war natürlich sehr nah dran, war vielleicht trifft er dann ein bisschen besser, ne? Kann natürlich auch sein. Wenn er auf Millimeter genau zielen kann, okay, dann, und wenn dann die Trefferbox ein bisschen größer ist, oder die Hitbox, sag ich jetzt mal. Alter, Werewolf. Das ist ein Stück platt gemacht. Hat denn der für einen Roller, dass er damit hantiert? Okay. Ich überlege gerade, ob ich den anderen Roller nehmen soll. Jetzt noch für
Eigentlich ist es Zeit vorbei, wir machen noch eine Runde. Einen anderen... Und zwar wegen der Sphäre. Weil die scheint mir jetzt aktuell ein bisschen sinnvoller zu sein. Da eben, wenn ich halt auf den Turm rauf will, oder? Und ja, wenn da halt von oben nach unten geballert wird, hast du da halt mit deinem Ding ein bisschen schlechte Karten. Mit dem Tintenstoßen oben. Hm. Naja, denke, kommt ein bisschen drauf an, wie du gerade zockst und so. Und natürlich auf die Teamkameraden. Mein Freund, der mit der Hellenwaffe Replik gesehen, der hatte gar keine Probleme damit. Aber der war ja auch weniger am Turm drauf, sondern hat sich eher um uns gekümmert. Insofern, ne? Wow! Alter! Nein! Oh. Das war knapp. War noch erwischt, der Sack. Da ist einer. Tschüss. Das war nicht der. War vielleicht doch der. Ne, stimmt, das war da mit dem Pinsel. Es war der Pinselfutzi. Ja, ist gut. Natürlich alles vollsauen. Das haben wir gerne. Hey, was machst du hier? Oh, nein! Alter, leck mich am Arsch. Komm schon! Alter, was war das gerade? Ist mal tänzeln ausgewichen oder wie darf man das verstehen? Was kann man mit so einem Quatsch? Ah, natürlich der Pinsel. Einen hellen Pinsel, ist klar. Ja, die mit ihren Heldenwaffen war, weil sie sonst nichts können. Ah, dann gibt's einen 185. Interessant. Was echt jetzt lange Zeit neben meinem normalen Roller. Und dem Schwapper eigentlich meine Privatwaffe waren. Scheiße, da hat die hätte ihn. Da hat ihn verarscht. Ah, Mist, ich wollte eigentlich noch warten, bis die Sphäre aufgeladen ist. Alter. Natürlich jetzt auch Waffen, die so perfekt aufeinander abstimmen. Ja, vor allem, wenn wir da gewinnen wollen. Einmal noch einen erwischt. Und natürlich wird erledigt vom Pinsel, wie könnte es anders sein. Aber dafür, dass uns ja gerade zu viert erledigt, also wir alle eigentlich down waren, kommt relativ schleppend voran, finde ich. Vielleicht eine Chance für uns. Tschüss. Kuckuck. Bringt zwar nichts, aber egal. Einmal. Mann! Wo ist denn der Arsch? Irgendwas sehe ich da. Ich muss das hören. Oben ist er. Klar, er hat natürlich nicht erwischt. Ist klar. Mhm, ich glaub's auch. Hey, dieser verdammte Pinsel, ganz ehrlich. Haben wir jetzt wenig normale Schützen dafür. Achtung. Ja, ist klar. Wie weit... Ja, schauen wir mal das eine oder andere war auch der Pinsel. Wie weit kommt der mit diesem Fuck-Pinsel? Ist das Ende der Welt oder was? Wow, zielen können offenbar unsere auch nicht. Komm, also, da kann nicht wahr sein.
Wer schießt da von hinten schon wieder? Der Kackbratz ist das schon wieder. Tschüss. So. Da zum Pinselfutzi. Nein, komm schon. Mann, hoch mit dir. Du scheiß Qualle. Was ist das? Oh, meine Fresse. Gut. Oder schlecht, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Okay, runtergeschmissen, sehr gut. Boah, ey, was für ein Krampf. Ja, aber das mit der Sepisphäre am Schluss war noch ein cooler Abgang, war. Ich sehe einen Typen, er so mit dem Pizza. Und ich so, BÄM! Damit hat er nicht gerechnet. Aber immerhin 6 Kills geht eigentlich noch. So, A+ gesichert einmal, sehr gut. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt viel zu lange. Freunde, ich bedanke mich wieder mal recht herzlich fürs Zusehen. Und jo, das war's mit meiner Let's Show-Reihe zu Splatoon 2, zu den 4 Modi im Rangkampf, die es momentan gibt. Wenn es noch eine 5. Modi geben sollte, eine 5. Rangart, kommt natürlich auch noch, ganz klar, wollen sie ja komplett haben. Und wenn ihr noch mehr Videos zu Splatoon 2 haben wollt oder sonst noch Ideen habt dazu, gerne in die Kommentare, wie gewohnt. Und ich sage danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wo auch immer. Ciao zusammen!